Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Petrodollar etabliert. Das Petrodollar-System legt fest, dass alle fördernden Länder ihr Erdöl hauptsächlich gegen US-Dollar verrechnen müssen. Folglich müssen auch alle Erdöl importierenden Länder im Besitz von US-Dollar sein. Um in den Besitz von US-Dollar zu kommen, müssen diese Länder daher Güter an die USA liefern. Seit der Abschaffung des Goldstandards im Jahre 1971 verschafft dies wiederum den USA die Möglichkeit, ihren Lebensstandard hochzuhalten, da die Güter quasi gratis bzw. gegen Geld ohne realen Gegenwert geliefert werden. Diese Tatsache erklärt einiges. Saddam Hussein und später auch Muammar al-Gaddafi kündigten an, ihr Öl auch gegen Euro oder Gold verkaufen zu wollen. Beide wurden kurz danach durch einen US-geführten Krieg gestürzt und beseitigt. Es ist deshalb offensichtlich, dass die Kriege im Irak und in Libyen nicht wie behauptet für Freiheit und Demokratie geführt wurden. Erwähnte Fakten erhärten vielmehr die Annahme, dass es dabei neben anderen globalstrategischen Interessen um die Erhaltung des Petrodollar-Systems und die Verhinderung jeglicher Autarkie gegangen ist.